Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was hätte mir an der Corona-Krise nicht Bauern gemacht? Stell dich mal den ersten Lockdown vor, ohne Milch, ohne Mehl, Brot, vielleicht auch ohne Wein. Wir hätten alle nichts für Ziese gehabt. Das weist, wie lebenswichtig die Rolle von der Landwirtschaft ist. Und das ist nicht mehr normal, dass das System relevant ist. Es geht schließlich um die Lebensmittelproduktion. Dafür sollen Bauern noch nicht an ein schlechtes Lied durchgestaltet gehen. Wir haben Chance an den Luxus, genug Nahrungsmittel an diese Gegenden zu haben. Sonst wäre Corona ist dürbel und lebend gegangen, sowohl in die Gesundheit wie auch in das Überleben. Aber Bauern, Winzer und Gärtner sind schlecht dran, nicht nur durch die Corona-Krise. Mit der Covid wird die Situation natürlich noch verschlechtert durch Preisverfall am Markt, die Wäschfällen wie kollektiv und individuelle Restauration und anderes. Auch so schon sind Preise an den Keller gegangen, an Bauern haben selber Schwierigkeiten für zu überleben, ob schon sie für die Überleben von der Menschheit schaffen. Hallo, aus dem Moment an Haut gelehnt, für diese lebenswichtigen und systemrelevante Sektor zu stärken. Wir fanden es positiv, dass der Herr Minister das Agrargesetz aufpasst und nicht nach 2 Jahren gewählt hat, bis der neue Kader von der Agrarpolitik zu Brüssel definiert ist. Das ist eine Lösung, die auch auf EU-Niveau vorgeschlagen ist. Aber die Passungen sind an diesen Jahren leider zu punktuell. Die Rapporteurs wird die Passungen detailliert exposiert, für die ich schließen möchte, Martin Hanse seine Mercien und Sie auch als Präsidentin Herr Präsident, Gelegenheit wird verpasst für das Agrargesetz, ob die aktuelle Situation an Evolution anzupassen. Dabei wäre nur der Moment gewesen, 4 Akzente zu setzen. Wir begrüßen wohl die Änderungen, die gemacht sind. Wir bedauern aber eine verpasste Gelegenheit, Martin Hansen hat für verpasste Chancen geschwärzt. Dafür hat CSV 14 Amendmente ausgeschafft, leider aus nur 1 davon angeholt gehen. Das bedauern wir. Umso mehr, wie es geantwortet gehen, als da schon ein paar Mal darauf hingewiesen gehen. Aber jetzt sind aber gute Ideen und Evaluierungen, die lassen wir mit abfließen an Strategie für das nächste Agrargesetz à la Bonheur. Wir begrüßen, wie gesagt, Maßnahmen, die am neuen Gesetz draufstehen, weil die richtig sind, sie gehen nicht just nicht durch. Wir begrüßen die Abführung von der Starthilfe oder Demarrage für Mikrobetriebe. Diversifikation an eine bessere Lebensmittelunabhängigkeit können viel haben, das heißt viel Betriebsstrukturen gebrauchen, weil die neue Hilfe zählt für Solidarlandwirtschaft, für Quereinsteiger zum Beispiel. Sie fordert auch den Direktverkauf, was wir begrüßen. Das Agrargesetz verlangt für die Strukturen keine Konditionen für die Beihilfe, so wie das für alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe oder am Wein- und Gärtebau vorgeschrieben ist. Das stellt jedenfalls die Landwirtschaftskammer fest. Diese neue Starthilfe kann sowohl und Einzelpersonen wie auch Personen moral, also Gesellschaften, ausbezahlt gehen. Da muss dann aufgepasst gehen, dass es nicht zu Verfälschungen kommt und das Agrargesetz nicht zu viel von Nichtbauern detoniert wird. CSV begrüßt das Weiteren, dass Plafongen angepasst sind, das war auch Zeit. Noch besser wäre, wenn noch verschiedene Transformationen von Gebäuden mit diesem Gesetz förderfähig gemacht wären, das ist aber leider nicht der Fall. Ob die neuen Plafongen an der Praxis durchgehen, das ist eine andere Sache. Kommt dabei, dass die Einheitspreise viel zu tief, nicht realistisch umgesetzt sind. Sie führen den eigentlichen Subventionston ad absurdum. So kann es halt bis zur Halbierung vom Betrag kommen, den ihr sonst über den Ton für die Beihilfe ausgerechnet gekriegt hat. Der Prozentsatz steht wohl am Gesetz, mit Reglement umgeht über die Einheitspreise. Die Intention vom Legislateur war aber eine andere, an die wird per Reglement zum Teil außer Kraft gesetzt. Es gibt auch am Reglement Unterschiede zwischen verschiedenen Preise, die nicht immer nachvollziehen kann, eben nicht immer anlegen. Als Beispiel, für was tun Open oder Zoisch, Heuren oder Hangare, Matt oder ohne Bedankstahl, so steht es dran, mehr einen hohen Einheitspreis ergehen auf den Quadratmeter berichtend, wie isoliert Halle für Transformation und Konditionement von Obst, Gemüse oder Wein, und die gehen auch nach nur Kubikmeter berichtend. Ein Hangar, ein anderes Beispiel, pro materiell abgeholt kriegt 560 € Subsid auf den Quadratmeter. Die isolierten Hall für Transformation von Obst und Gemüse kriegt 135 € pro Kubikmeter. Chambre d'Extraction et de Stockage de Miel, einfach Raum für Honig zu schleudern,
geht mit 1.120 € de Quadratmeter subventioniert, Weikeller zum Beispiel mit 185 € pro Kubikmeter. Da sind ein paar Ungleichheiten und Unkohärenzen. Weil die Netzpreise, Herr Präsident, über Reglement festgesetzt sind, freut CSV, dass alle Einheitspreise rapid und systematisch angepasst sind und Inkohärenzen an Norwegen geholfen gehen und nicht nur die paar, die vier gesehen hat mit diesem Herr Minister an der Folge von diesem Gesetz. Es muss realistisch Preise angesagt gehen und nicht die Schabal, derisoire Größenordnungen, die Haut am Reglement draufstehen. Ich deposiere dafür eine Motion. Merci. Über den Einheitspreise geht also die Normalheit vom Subsid, so wie vom Gesetz vorgesehen ist, stark nur gedrückt. An der Subsid, die wird da besteuert. Just Beihilfe für die Jünger steuerfrei. Der Staat hält also mit der einen Hand, was mit der anderen geht, an der Subsid, als du mit immer Männer wert. Steuerfreie Subventionen gehen nicht aber an andere Sektoren, an CSV freut, dass all Investbeihilfe vom Agrargesetz steuerfrei gemacht gehen und hat eine Motion in dem Sinn ausgeschafft. Merci. Für mehr Realismus an eine bessere Praxisneuheit hat CSV auch per Amendement vorgeschlagen, für den Minimum-Invest aufzusetzen, den Gesetz vorschreibt. Nicht alle Maschinen, nicht alle Immeuble muss 5.000 oder 15.000 € sein, anders trotzdem sinnvoll. Das gilt ganz besonders für den Weinbau und den Gemüse- und Obstbau, die Heimat der Kleber benoteiligt sind, gerade für Mikroentreprisen an der Landwirtschaft. Ich hatte das schon 2016 iterativ gefroht. Leider sind nicht auf die Ohren gestoßen gewesen. Wir haben aber nicht abgehen. An der Lo ein Amendement vorgeschlagen, 7. von 14. Dies kann ja als die Utilität davon unerkannt gehen. Merci, Herr Minister, die hätten sogar noch gebessert. An der Lo zählt ein einziger Basispreis von 3.000 €, sowohl für Möbel wie für Immöbel. Das ist auch am Sinn von den kleinen Betrieben. Wir hatten es nicht getraut, das 40 schlagen, weil wir hätten sicher gedacht, das Gift dann aufgelehnt gehen. Umso besser, dass das der Fall ist. Das ist aber den einzigen von den CSV hier 14 Amendementen, den die Mehrheit angeholt hat. Und ich muss wiederholen, was Martin Hanse gesagt hat. Das steht am Widerspruch zu den Zielen von mehr Umwelt-, Klima- und Tierschutz, und das ist nicht kohärent. Was denkt sowieso, wenn ein neuer Mindestpreis für Maschinen zählt, wenn die Maschinen nicht auf der Liste von den eligiblen Maschinen draufstehen. Die Liste ist zu viel limitativ durch Reglement festgelegt, auf Platz der neuen Entwicklungen Rechnung zu drohen zu können. Technologie möchte extrem sehr springen, aber der figierte Maschinenliste ist das egal. Lieber veralt wie innovativ Neues ranholen. Auch das hatte ich schon 2016 stark kritisiert. Login zwar paar Anpassungen der Liste gemacht, die auch sinnvoll sind, zum Teil jedenfalls, aber sie kommen entweder zu spät oder sie gehen nicht weit genug. Login zum Beispiel viel gesehen, dass Maschinen für die Gehwängerten mehr hoch subventioniert gehen. Aber Maschinen für mechanisch Krautwäsche zu machen, Desherbage, Mechanik herstellt, überhaupt mal subventioniert gehen. Wenn ich auch froh bin, dass mechanisch Krautmaschinen respektive Bodenbearbeitung endlich auf die Liste gesagt wird. Nachdem sich mir 2015/16 dafür schon den Mund fusselig geschwärzt hat, so aus der Valodel was kahle Kaffee, weil die meist der Aloha-Maschine sind lokat. Weil die mechanische Krautbekämpfung geht sowohl am konventionellen wie am Bio-Weinbau angesagt und ist wichtig für die zwei, und wir wollen die zwei Formen helfen und unterstützen. Es ist also wichtig, dass die Maschinenliste immer up-to-date den aktuellen Anforderungen und Entwicklungen angepasst ist, auch weil es an dem Reglement steht, also es einfach so anzupassen, wenn der politische Willen da ist. CSV fordert so eine regelmäßige Mise à jour von der Liste von den Maschinen und deposiert dazu eine Motion. Wir freuen außerdem, dass die Selektionsprozedur sehr vereinfacht wird für die Maschinen und für die Kategorie von Investissementen unter 150.000 €. Für was muss immer 3 Monate werden, auch hier hat CSV Emotionen. Weil stell dich mal vor, am Frühjahr motzen an der Vegetationsphase mit großem Arbeitsdruck, für die Maschinenfutti am Stück oder am Wingert, gerade dann, wann ihn am dringendsten braucht. Vierwärts muss der Bauer oder Winzer ob die nächste trimestrielle Reunion werden,
Ehren Bescheid kriegt, dass die neue Maschine käfen, der das so realitätsfern. Du musst ob manst allmond Selektionsgruppe Entschädungen holen, und muss zusätzlich in Prozedur für ganz dringend Fall gehen. Ich denke, das ist doch zu machen, wo ihr sowieso subventionslich die Arbeit begrenzt. Schließlich ist das Teilgesetz Fördergesetz an den Hemmnisgesetz, denke ich. Kolleginnen und Kollegen, Corona hilft nicht bei all diese Probleme, mir verschärft sie noch. Wirtschaftlich und finanzielle Situation von der Landwirtschaft am Weinbau waren für Drew schon ganz volatil. Melo sind Aufsatz sowie Preise und Markt raufgegangen durch Covid-Krise mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Landwirtschaft, Weinbau und Gärtebau haben finanziell Abbausen erlitten durch die sanitäre Krise, ob schon sie systemrelevant sind, und mehr, ob sie angewiesen sind, für zu evaluieren, für uns zu ernähren. Aber wir müssen aufpassen, die Damen und die Herren, dass Familienbetriebe nicht so viel decouragiert gehen durch all mögliche Oblohen, durch all diese Probleme, diese neben den wirtschaftlichen Probleme kriegt, und dass wir noch groß multinationale Produkteuren die Ländereien hier am Land überholen. Dann haben wir nichts geschafft. Denkt daran, am Ausland gesagt, dass das immer mehr, das ist nicht wie wenn das nicht gehen. Macht dann nicht so, wir müssen unseren landwirtschaftlichen Erwerbssektor stärken, für so Entwicklungen entgegenzukommen. Martin Hansen hat es schon gesagt, die Bauern haben Flamme. Sie machen ihren Beruf gern, weil sie froh sind mit der Natur, mit ihren Tieren, mit den Menschen, für die sie hier Produkte und Lebensmittel herstellen. Aber sie kriegen keinen anständigen Preis dafür bezahlt, und Fixkosten, die bleiben trotzdem bestehen für die Betriebe. Und dafür hat CSV folgende Vorschläge für die Corona-Abbausen zum Teil aufzufangen. Wir plädieren dafür, dass die Einkommensabbausen durch Beihilfen wie für den Mittelstand oder für die Selbstständigen aufgefedert gehen und deposieren dazu eine Motion. Aber lo gesagt wird, wo holen wir die Suen, dann hier da froh nicht ich, wo holt er die Suen dann hier für die anderen Beihilfen, die für die anderen Sektoren von der Regierung vorgeschlagen sind. CSV versteht auch nicht, dass der landwirtschaftliche Sektor nicht Kompensierungshilfe von 500 € für Mindestlohnempfänger kriegen kann. Und wir frohen, dass die Kompensierung auch für Betriebe mit Schwierigkeiten aus dem Sektor primär zählt. Auch verlängst nicht für den Mindestlohn kriegt, trotzdem soll hier Parallelismus gelten und hier als Motion dazu. Die Weichstufen auf der Mosel, die Damen und die Herren, haben ausgangs November nächst Tieren zumachen müssen, gerade so wie den Horresco-Sektor. Kein kann heute so wenig Kaffeen, Restaurants und Weichstufen nächst abgehen. Ein Unterschied gibt es allerdings. Winzer kriegen keine finanzielle Beihilfe von der Regierung vom November an, so wie das am Dezember für die anderen Sektoren angefordert gehen ist. Dabei geht durch Zumachen von Kaffee in einem Restaurant der Weihverkauf weiter Ruf. Dabei ist d'Expo für dieses Jahr, für 2021, schon aufgesucht. Dabei gibt es hier am Land seit 5 bis 6 Jahren mehr ausländische weiße Wein wie Lützeburger weiße Wein konsumiert. Es ist also schon schwierig genug. CSV fordert dafür in Neuauflage von der spezifischen Pauschalbeihilfe für Weichstufen, die für das Frühjahr 2020 gegolten hat. Andere Sektoren haben beim zweiten Konfinement vom November auch Neuhilfe gekriegt. Und da soll das auch für diesen Sektor können der Fall sein. Und der Minister weiß, dass das nicht die Welt kostet. Auch hier, Herr Präsident, deposiert CSV in Motion dazu. Des Weiteren sollen direkt Mittel verstärkt gehen, die am Summe für die Promotion vom Lützeburger Wein über den Fonds Viticole von der Regierung gegeben sind. Herr Minister, wir freuen, dass ihr danach ein Format für das in richtige Publizitätskampagne kann gemacht gehen. Sie als lo neidig und noch das will man mit einer Motion unterstützen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik begrüßt und verlangt überall Innovation und Innovativgeist, an Initiativgeist. Start-upen gehen als gutes Beispiel an Fenster gestaltet. Für was soll das bei der Landwirtschaft anders sein?
Heinst du entsteht den Eindruck, wie wann Innovation just hei net gut wär, wie wann hei Fortschritt net erwünscht wär, wie wann et back to the past miss sinn. Dat Gesetz wat mir haut stimmen, kann die richtig Akzente setzen für sehr Upassungen und Fortschritte für Klimaschutz, Umwelt, neuen hygienischen und sanitären Technologien und Standarden an Nahrungsmittelsicherheit. Dafür stimmt der CSV hier Amendmente an die Motionen Matleif Kollegen, so wie mir dies Änderung vom Agrargesetz matt stimmen. Ist so nicht merci.